Werde ich überleben, werde ich sterben? Das sind tausende Gedanken in ein paar Sekunden. Also, als der Unfall passiert ist, war ich 7. Ich bin damals auf Portugal in die Ferien. Wir haben dort ein neues Haus bauen lassen und wir wollten einfach ein bisschen Ferien dort machen. Am 7. ist mein Vater verwacht und hat gesagt, er schmeckt komisch da rein. Und dort hat er dann die Gasflasche abgestellt und ist zum Morgen machen. Er hat warmes Wasser angemacht und in dieser Sekunde ist unser Haus explodiert. Ich kann mich noch erinnern, wie ich verwacht bin, weil ich heiß hatte und um mich überall Feuer hatte. In diesem Moment ist mir alles Mögliche um den Kopf gegangen. Werde ich überleben, werde ich sterben? Das sind tausende Gedanken in ein paar Sekunden. Damals bin ich aus dem Haus gekommen, indem mein Bruder wieder ins Haus hineingerannt ist und mich geholt hat. Dank ihm lebe ich heute noch, weil ich glaube nicht, dass ich aus dem Haus gerannt wäre. Ich wäre einfach stehen geblieben, weil ich so in Schock in diesem Moment war. Nach dem Unfall bin ich 2 Wochen dann im Spital in künstliche Koma versetzt worden. Ich habe über 30 Operationen in meinem Leben schon sicher durch. Jedoch Narkosen, wenn man nur von Narkosen redet, habe ich sicher schon über 100 gehabt. Ich habe damals nur schon für Ergotherapie in Narkose gesetzt werden, weil meine Schmerzen einfach so stark waren, dass ich nicht im Wachzustand die Therapie bekommen. Und dann bin ich insgesamt 3 Monate in Portugal geblieben. Und erst nach 3 Monaten, wo die Ärzte gesagt haben, okay, jetzt bist du stabilisiert, jetzt kann dir nichts mehr passieren, kannst in die Schweiz. Insgesamt bin ich dann 11 Monate im Spital. Ich bin am Anfang komisch angeschaut worden, was ich aber mir daran gewöhnt war. Und dann hat es aber angefangen, dass sie mich angefangen zu mobben haben. Die Top-Beleidigung war, du verbrennst Huhn, du dicke, fette Kuh, die verbrannt ist. Ich war damals recht angeschwollen von den ganzen Medis, Cortison, Morphin und all die Medis, die ich nehmen musste. In dieser Mobbing-Zeit habe ich jeden Tag gebrüllt. So konnte ich meine Frust irgendwie rauslassen und weiterkämpfen. Und irgendwann war es wirklich zu viel, dass ich zu diesem Zeitpunkt auch an Selbstmord gedacht habe und sogar einen Abschiedsbrief an meine Eltern gemacht habe. Und Gott sei Dank habe ich dann gemerkt, okay, es ist jetzt zu weit, ich muss mit jemandem reden. Mir haben mehrere Sachen geholfen damals. Eines davon war, was meine Psychologin mir immer gesagt hat: Schau dich in den Spiegel und gib dir 5 bis 10 Minuten Komplimente an dir selber. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich irgendwann gemerkt habe, wow, ich bin wirklich schön. Damals, wo alles noch frisch war, hatte ich mega Angstzustände. Ich hatte Angst vor Feuer, ich hatte Angst vor dem Autofahren, ich hatte Angst vor dem Zugfahren. Heute, Gott sei Dank, begleitet mich nichts mehr. Nur noch die Blick. Es gibt sicher Momente in meinem Leben, wo ich mich auch vorgestellt habe, wie würde ich echt ohne die Narbe aussehen. Dann denke ich wieder zurück und denke mir, nein, ich muss mir so Gedanken gar nicht machen. Ich danke dem Schicksalsschlag, dass ich heute bin, wer ich bin. Und das macht mich stolz, dass ich die Person sein darf. Ich habe meinen Freund kennengelernt in einem Schulladen. Also, als ich sie gesehen habe, das erste Mal, ist das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, echt wirklich wow. Also, mir sind keine anderen Wörter in den Sinn in diesem Moment. Ich war wirklich voll überrascht, so, wie hübsch sie ist, wie offen sie ist und so. Es war mega. Narben waren nie ein Thema bei unserer Beziehung. Also ich musste sogar ihn fragen, warum er mich nicht fragt, was ich kann. Weil er hat mich nie irgendwie gefragt. Ich dachte, vielleicht traut er sich nicht. Für mich war es einfach wichtig in diesem Moment, dass sie einfach das mir selber sagt. So, wenn sie das Gefühl hat, sie will es mir sagen, sie will sich mir gegenüber öffnen, soll sie das machen. Und wenn nicht, ist okay. Durch diese Beziehung habe ich das Gefühl, ich stehe im Leben. Also ich habe auch durch sie mega viele Sachen erfahren und neu kennenlernen, die ich früher nicht gewusst habe oder nicht gekannt habe. Die Beziehung ist für mich sehr wichtig, denn er unterstützt mich sehr, er supportet mich sehr und er ist ein Mensch, der mich wachsen sieht. Und ich finde, jeder braucht so einen Menschen in seinem Leben.